So, danke fürs Einschalten. Es wird halt nicht angenehm, nichts für schwache Nerven, ich sage euch, wie es ist. Es geht um die Funsel da, um die Schrott. Und zwar nur um den Akkuträger allein, nicht missverstehen. Es wird als Kombi verkauft mit einem Mesh-Coiler mit 0,3 Ohm und das schmeckt ja fantastisch. Wegwerft drum, scheißegal. Sondern mir geht es um das, wenn man sowas kauft, dann möchte ich vielleicht einmal ein Nautilus oder was drauf dampfen, etwas Kleines, ja, und nicht mit 30 Watt, sondern mit 12 Watt, 15 Watt. Ja. Ob das geht mit der Funsel, das schauen wir uns jetzt an. Wie gesagt, nichts für schwache Nerven. Ja, tut mir leid, aber nein, tut mir nicht leid. Nein, tut mir nicht leid. Also, führt euch. Auf das, was ich noch mal aussehen möchte. Ich gehe jetzt ein bisschen an die Nahansicht. Ich habe mir da oben ein bisschen so einen Widerstand gemacht mit 0,29. Ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt das 0,01, also dass nicht ganz 0,3 sind. Ja? Aber wir haben in etwa das, was, wenn ihr das Gerät im Set kauft mit dem Clearomizer, natürlich ist dieser Edelstahldraht und kein zu dicker nicht, der wo träge ist, sondern auch schnell anspringt, aber ich weiß, das andere haben Meshcoils, gibt es auch Unterschiede, aber mir geht es um ganz was anderes. Also wir haben den Widerstand 0,29, sagen wir 0,3, ja, so wie die anderen. Wir haben auf Normal gestellt, N-Normalmodus, und wir haben in Watt-Modus bei 20 Watt. Und jetzt schauen wir mal, was er unten habe ich so eingestellt, dass ich beim Befeuern die Volt anzeige. So, jetzt haben wir 2,3,07 Volt bei 20 Watt. Okay. So, jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt gehen wir auf, machen wir so 10 Watt Schritte, sonst dauert es lang. Ist aber wichtig, speichert es euch ein bisschen. Also jetzt gehen wir auf 30 Watt. Was haben wir gehabt? 3,07. Bei 30 Watt müsst ihr jetzt mehr ausgeben. Jetzt gibt er 3,5 aus. Ob jetzt das richtig ist oder nicht, ja, von der Berechnung her, vom Umschlussgesetz, um das geht es mir jetzt gar nicht. Ich möchte es so machen, dass jeder versteht. Also, jetzt haben wir 3,5. Schaut, alles sieht noch in Ordnung aus. Jetzt gehen wir auf 40 Watt. Ja, ein bisschen zu weit. Bei 40 Watt, wenn er bei 30 3,5 ausgibt, müsste er bei 40 auch wieder mehr ausgeben. So, 40 Watt. Jetzt schauen wir, was er jetzt beim Befeuern ausgibt. Der Akku ist fast bei 90, sagen wir 80%. 3,5, auch bei 40 Watt. Okay, dann gehen wir auf 50 Watt. Oder 55, ist egal. 3,5. Nur mal zum Vergleich. Diese lange Klickerei, über 3 klickt, dass man S, Edelstahl, Nickel, Titan, TCR, wo es einen Koeffizienten einstellen kann. Und jetzt haben wir bei Bypass, also direkte Akku. Schauen wir, was er da macht, beim selben Widerstand. 3,5. Also, das heißt, bei 3,5 ist Sendepause. Jetzt kommt der Hammer. Um 80 Watt zu erreichen, bräuchte man einen Widerstand von 0,18 Ohm. Ich habe dann einmal einen Widerstand drauf gemacht mit 0,18 Ohm, das dauert aber jetzt zu lang. Dann bricht er bei 3,1 Volt ein. Ja. Ich hoffe, dass ihr es jetzt versteht. Und ich verstehe dann manche YouTuber nicht, egal ob Deutsche oder Amerikaner, die dampfen bei 30 Watt und dann gehen sie auf 50 Watt, dann dampfen sie und dann merken sie, dass dasselbe kommt wie bei 30 Watt. Dann sagen sie jetzt statt 4 Sekunden 8 Sekunden oder 10 Sekunden, weil nach 10 Sekunden schaltet er ab, um mehr Dampf zu generieren, um euch dann zum zeigen, wie das Teil ja bei 50 Watt mehr bringt als bei 30 Watt. Obwohl definitiv, habt ihr es gesehen, 30 Watt umeinander, 29 Watt. Um 2 oder 3 Watt hier oder her, werden wir uns jetzt nicht aufregen. Ja? Wir haben ja nicht so penibel. Ich wollte euch nur sagen, das Gerät kommt nicht annähernd an die Pico an. Ja? Der Chip ist der letzte Katastrophenchip. Ja? Vielleicht habe ich gerade ein Montagsgerät erwischt. Aber dann heißt es in manchen Shops, wird wirklich beworben, ihr könnt euch jederzeit ein Upgrade aufspielen. Pifkas ist nicht der Fall. Ich habe bei Gipweg nachgeschaut. Es gibt nur für die Aegis Legend ein Upgrade. Für die Lutzig gibt es nichts. Ist ja noch nichts geplant, ist noch kein Termin, zumindest heute.
haben sie noch keinen gehabt. So, das ist jetzt das eine. So, und wenn man sich so einen Akkuträger, ich habe mir noch allein gekauft, wenn man sich den kauft, weil er klein und schnucklig ist, dann sagt man auch, möchte man ein kleines Set drauf und ich möchte vielleicht nicht jetzt den Mesh-Coil mit 35 Watt, aber ich möchte vielleicht, weil es ja nur 18650er ist, einen ProTank 2 oder einen Nautilus, ich habe ja da den Naya S schon, da gibt es ja noch Coils mit 1,8 Ohm, 2 Ohm, ja, das Gerät geht ja bis 3 Ohm. So, schauen wir mal, jetzt habe ich den Nautilus aufgeschraubt, den S, da kommt noch mal ein Video, aber noch gibt es nicht. Jetzt fragt er vorbildlich, das macht er auch gut, neu oder nicht neu. Also mit 2,12 zeigten die an. Andere Geräte zeigen mit 1,9 an. 1,8er Coil ist ein Original. Was ich aber jetzt raus möchte, ich bleibe jetzt im Bypass, dann schauen wir mal, was er ausgibt. Seht ihr es? 3,88. Im Bypass. Natürlich ist das lutschig. Ja, wir brauchen da ungefähr 5 Volt oder 4,6 Volt. Jetzt schalten wir wieder weiter auf. Setting und dann kommt wieder die 55 Watt. Nur als Beispiel. Schaut mal, was er unten ausgibt. Maximal gibt er 3,88 Volt aus. Das wollte ich sagen. Ja, und da rührt sich der Nautilus nicht. Selbst wenn ich jetzt einen 1,6 Ohm drin habe oder 1,8 Ohm, ja, ich komme nicht her wie 3,9 Volt, was er ausgibt. Und ich habe es nachgemessen mit meinem Voltronikmeter, da zeigt er auch noch um 0,1 mehr an. Also wenn da 3,9 steht, dann ist auf meinem Messgerät 3,8. Okay, das sind Ungenauigkeiten von den Chips, das müssen wir kalkulieren. Nur als Beispiel den Nautilus auf einen anderen Akkuträger, da wo ich positiv überrascht bin, den habe ich heute gekriegt, das ist der erste mit 21,7, der ist von Hotzig, ja, ich weiß, ist verschrieben. Dort zeigt er den Coil mit 1,99 Ohm an, seht ihr es da hier unten. Und jetzt nur wenn ich 10 Watt, ja, und der Nauti, den kann ich mit 8 bis 13, 14 Watt dampfen. Dann schaut mal, was unten Volt braucht. 4,65. Dann habe ich 10 Watt. So, jetzt gehe ich auf die, jetzt schaue ich, dass ich auf die 3,9 komme, was die Lucid ausgibt. Dann haben wir 7,7 Watt, also nicht einmal 7,7 Watt, 7,4. Ja, sagen wir mal 7,5 Watt bin ich dann. Bei einem YouTuber habe ich dann sogar gesehen, der hat dann einfach, ich habe es weggelassen, ich habe es ganz das Wichtigste, der hat dann gesagt, ja, 80 Watt und toll und ist natürlich begrenzt. Schaut euch einmal da das an, es ist nämlich schon auch in Deutsch, ja, es ist so ein Heftel dabei in Deutsch und da sieht man jetzt da herüben die Produktmerkmale. Die blende ich euch jetzt so mal ein. Ihr könnt jetzt ein bisschen mitlesen, jetzt schauen wir mal, dass ich es noch hinkriege. Nenn Ausgangsleistung 5 bis 80 Watt. Ausgangsspannung 0,1 bis 4,2 Volt. Erinnert man uns, 3,9 bei relativ normalen Coil mit 1,9 Ohm, 1,8 Ohm. Ja, zumindest bei meinem Gerät. Selbst wenn er 4,2 Volt bringt, dann bist du halt bei 8,2 Watt. Ja. Und dann haben wir gesehen, bei 0,3 Ohm ist bei 30 Watt Feierabend. Ich habe 0,5er probiert, da ist dasselbe. Ja. Ich komme nicht her, außer wird dann 3,6 Volt, 3,5 Volt bei allen Akkus voll geladen. Ja. Und im Bypass haben wir es dann auch gesehen, bei 80% Akkuleistung haben wir 3,5. Ja. Das ist die Spezifikation. Und die haben so die Ausgangsspannung oben haben es weggelassen. Sie haben den praktisch so eingezeigt. Widerstand, bla bla bla, Power, PCB, wo so eine Temperatur ist. Giving it an. 1,5 Ampere Ladestrom, höchstens 5 Volt, minimale Spannung 3,3 Volt, dann schaltet er ab, wenn der Akku unter 3,3 ist, plus minus 0,1. Dann die Auflösung, längste Verdampferzeit 10 Sekunden Absperrung, Aufladung USB, Micro SV 1,5A. Natürlich kannst du unterm Laden auch dampfen, habe ich auch probiert, aber empfehle ich sowieso nicht. Kunststoff, bla 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 bla, Temperaturbereiche. Mag alles gut und schön sein. Also das Gerät bräuchte 0,18 Ohm Widerstand, einen Widerstand von 0,18 Ohm, um mit einer Spannung von 3,85 oder 3,9 Volt auf 80 Watt zu kommen. Schaut aber bei 3,4 dann schon aus. Also kommt nicht annähernd an.
So, wie gesagt, das Menü und das brauche ich euch nicht erklären. Ihr habt jetzt das gesehen, was ich aussehen möchte. Ja? Ich habe nur die große Pico da mit dem 26er, aber von der Bauform her und von der Art mit dem Deckel seht ihr, dass es eine Kopie ist von dem da. Das ist aber Metall und da ist ein gescheiter Chip drin. Also, Upgrade angekündigt, nicht möglich. 80 Watt angekündigt, nicht möglich. Sogar mit der Sony Conion, mit der LG 2, mit der Samsung Q30. Oder aktuell habe ich habe mehrere von diesen da drin. Ja. Bei allen anderen Akkuträgern haut es hin. Ihr seht es ja bei dem zum Beispiel. Ja. Kein Problem. Ich kann mit der Funsel nicht einmal einen Nautilus oder einen E-Watt oder einen Pro-Tank oder was es gibt. Es gibt ja Fälle so mit 15er, die wo 20 mm haben, die wo schön aufpassen, dass das wirklich klein und zierlich, von der Größe, von der Handhabung, alles ist super. Wirklich schön. Obwohl es Plastik ist, wirkt es einfach wertig. Das da oben, das gewinnt natürlich, das ist kratzig, herzig. Ja, das hört sich an, als wie wenn du einen Emmentaler reibst, gell? So, und jetzt haben wir halt wirklich den ganzen Tag Videos angeschaut. 3 Deutsche. Gut, der eine hat überhaupt keine Ahnung nicht. Ja, der hat Musik und dann Erklärer und dann dampft er. Und dann haben wir das 20 Mal angeschaut in Zeitlupe. Dann dampft er und sagt, 30, ich glaube 30 Watt, legen wir jetzt nicht fest. Dampft er, ja, schön, gut und recht. Jetzt gehen wir mal auf 50 Watt. Dann dampft er und dann merkst du, dass er bei dem Zug in die Augen, dass er merkt, aha, kommt auch nicht mehr. Dann zirkt er statt 4 Sekunden halt 8 Sekunden oder bis zum Aus. Sammelt das alles im Mund, muss sie zwingen, dass er dann sagt, dass man es kennt, dass wir jetzt für 50 Watt sind und so weiter. Sag mal, Leute, habt ihr es noch alle beieinander? Habt ihr es noch richtig am Kopf oder was? Da draußen haben Einsteiger, Raucher. Und dann gaukelt es einer da vor von der Scheiße von dem Klump da. Ich habe es, was weiß ich, für irgendwo in der Pre-Order gekauft, einmal für 12, 15, 20 Euro. Scheißegal. Den ganzen Tag messe ich mir an, probiere Testcoils, probiere sämtliche Clearomizer. Ich komme nicht aussehen, wenn ich bis 0,56 oben komme ich nicht über 3,5 Volt mit der Funsel. Selbst mit der Sony Conium VCT 5 vollgeladen, die wo erst 2 Monate alt ist. Grütze, fixen einmal. Der Amerikaner. Oh, wonderful, toll und schön und Lichterl und Blinken. Ihr seid reine Leitverarscher geworden. Muss ich jetzt mal so sagen. Normal gehört euch der Arsch kaut. Bei manchen verstehe ich es eh. Ja? Aber ihr braucht es nicht nur einmal sagen, dass ihr objektiv seid, auch wenn es die Teile geschenkt kriegt und euch dann das irgendwo bei eBay oder was weiß ich verschäbert für 10 Euro billiger und euch das Geld praktisch 100% günstig. Das ist mir scheißegal, wie meiner verdient 10 Millionen im Jahr. Aber man verarscht nicht seine Leute. Also, Einsteiger, Finger weg von der Funsel. Der Chip ist scheiße. Das ist Kernschrott vom Kernschrott. Da wenn ich Bypassdampf, mechanisch, dann bin ich bei meinen 3,5, 3,6 Volt, habt ihr gesehen. Dann bin ich besser dran. Natürlich habe ich es auch in Temperatur probiert, auf Edelstahl. Und habe beim Temperaturmodus, kannst du ja schön einstellen, habe ich 80 Watt eingegeben. 0, weiß ich nicht, 2 Ohm. 5 Gas. Geht höchstens bis 28, 29 Watt. Selbst bei 350 Grad Celsius, wo du sagst, da kriegt der Keul aus. Also, Leidl. Vielleicht ist das ein sonderbarer Chip, vielleicht ist es ein schlechter Chip, aber ein schlechter Chip ist meine Erfahrung immer, der geht dann gar nicht, oder? Der hat Blick, Blick, Blick und dann raubt es und dann ist er weg. Ja? Und das lasse ich auch nicht gelten. Das ist eine billige Kopie, da wollten sie selbst nachbauen und haben gemeint, die Leute sind blöd, die Dampfer sind sowieso dumm, ja? Für das schauen sie uns an und da spielen einige sehr stark mit in der Rolle. Vielleicht kommt ihr mal wieder in sich und überlegt euch einmal, dass da draußen Leute sitzen, die wo eine schwere Lungenkrankheit haben, ja? Und dann überlegt euch einmal, wie verantwortungsvoll, dass ihr ja vielleicht handeln müsst. Weil ich gerade dabei bin, da habe ich 2 Tussen gesehen, die empfehlen, wenn ihr vom Rauchen wegkommen wollt, ein Crown 3 und ein Crown 4, so 70 Watt, aber ihr steigert euch noch. Genau, wenn einer 30 Jahre geraucht hat und kein Lungenvolumen hat, der kann gleich mit 80 Watt anfangen. Und Nikotin, was tut er dann ein? 18 Milligramm, dass er den Schädeldeck aber hebt. Es klappt nicht, dass man blöd und deppert ist und keine Ahnung nicht hat. Man muss schon noch fähig sein, dass man es öffentlich zum Ausdruck bringt. Ich
Bloß was den Mund nicht verbieten. Und wenn jetzt wieder Händler schreiben oder Hersteller schreiben, die soll das Video aus da, dann verklage ich euch wegen Betrug. 80 Watt? Wo? Wo? Einsteiger? Wo? Kann ich noch mal einen Nautilus dampfen mit 1,8 Ohm? Weil ich auf 7 Watt nicht rauskomme. Da bricht sogar der Feelgood zusammen und sagt, nein, das ist mir zwing. Schon langsam wird das mit dem Dampfer so werden. Ich lerne immer mehr Leute kennen, die sagen, weißt du nicht, ich habe so ein Teil da schon her, habe ich mir gekauft, 3 Monate, aber macht zwar viel Dampf, aber ich rauche lieber wieder. Aber genau von den Leuten verzeihen mir andere Leute, ich kenne einen, der hat auch gleich mit dem Grauen anfangen können. Ja, die kenne ich auch. Aber nach 4 Monaten hat er wieder geraucht. Dann haben wir alle Deppen. Wie wo wir mit 7, 8, 10, 12 Watt angefangen haben, weil wir das gefunden haben, was wie Zigaretten ist. Nein, weil wir haben ja nicht 80 oder 100 Watt gehabt, wir haben ja keine Opentronic gehabt, um 25 Milliliter auf 10 Minuten durchgeblasen. Das haben wir nicht gehabt. Und trotzdem haben wir es geschafft. Wie gibt's denn das? Wie gibt's das? Ich nenne überhaupt keine Namen, aber ich muss sagen, es ist desaströs, es ist katastrophal, wie manche da draußen Scheiße verplappern und alles schön einhalten mit Hintergrundmusik, riesen Intros haben und die Leute und du bist der Beste und ihr seid die Tollsten. Ja, das hat's genauso blöd. Ja, das hat's genauso blöd. Es hat eine Gehirnwindung mehr wie ihr Hirn, weil sonst hat's auf die Straße scheißen. Das ist der einzige Unterschied. Bloß das kennt ihr nicht. Wenn mir wieder einer schreibt und sagt, ich bin dir dankbar, du hast mich zum Dampf verbracht, ich war normal schon seit 3 Jahren tot, weil ich COPT gehabt habe, dann darf man mal überlegen, was das vielleicht bedeuten kann. Aber euch ist ja nur wichtig, 80, 90.000 und wir Blätter sind, das ist euch wichtig. Bloß irgendwann findet mal von denen Bläden auch einer der Kernel und hinterfragt das einmal. Oder kauft sie dann das Teil und sagt, das ist ja gar nicht so, wie der gesagt hat. Manchmal muss vielleicht 2 oder 3 Mal auf die Schnauze fallen, bis er sagt, so, jetzt reicht's mir. Aber um das geht's nicht. Es geht um das. Den Sinn des Dampfens habt ihr alle schon aus den Augen verloren. Alle. Und jetzt, wenn ich falsch verstehe, ist das wurscht, ob einer mit 5000 Watt dampft. Das ist mir scheißegal, wenn er nicht mehr raucht. Aber wenn ich halt hergehe und sage, fang mit 80 Watt an und du wirst sehen, du entwickelst dich dann irgendwo auf 200 Watt, weil das muss man so. Dann muss ich sagen, sehen die Leute, die gehören weggeschmissen, die gehören gefotzt. Ja? Bei uns gibt es einen Spruch, wenn man keine Ahnung nicht hat, wenn man keine Erfahrung nicht hat, dann hält man sein dummes Maul, sitzt sie hin und lernt. Ich habe mir bedenkt, die Pöhler und die anderen Idioten der EU, man weiß, wo die Lobbyisten zahlt werden, der ganze Schmierhaufen, die ganze kriminelle Bagage da drum. Aber ihr hat's nicht viel besser. Traurig ist, dass da sogar Leute dabei sind, wo ich vor 3 Jahren, 4 gesagt habe, ja, dem war das vor 3, 4 Jahren gar nicht passiert. Ja, aber der eine, der hat es nicht einmal gecheckt. Oder 2. Die haben nämlich eingestellt, dass nicht die Volt, sondern einen Zugzähler. Jetzt hat der gar nicht gewusst, schaut auch nicht hin, weil er dampft, der muss ja seine YouTuber, seine User sagen, wie toll, dass das dampft. Ja, dass das dampft, das weiß ich ja. Schaut's doch gleich nicht über für blöd an, das weiß ja jeder, wenn er das will. Das dampft, freilich dampft's. Und dann wieder dann anzieht die Augen, dann so quasi, ja scheiße, jetzt habe ich 20 Watt mehr eingestellt, aber es kommt das gleiche wie vorher. Was tust du denn dann? Mei, ich sag das du. Wie lange wird das noch so weitergehen? Wie lang? Und dann verschwinden die Dampfer wieder. Übrig bleiben die wir Alten, weil wir uns zu helfen wissen. Ich mit ein neu moderner Krampf. Habt ihr es nicht begriffen, dass nicht die Dampfmenge entscheidend ist, dass wir vom Raucher wegkommen, sondern dass das ganz andere Faktoren sind? Habt ihr es noch nicht begriffen, gell? Das Kernelgefuderten, hä? Sagt es die Luft woanders an? Hä? Habt ihr da drum keine geteilte Hirnhälfte nicht mehr? Da Scheiße, da Pisse, aber es ist alles schon vermischt, so Prello, oder wer?
Ja, ich muss mich aufregen, ich kann mich über sowas aufregen. Ich schreibe dann auch das drunter, das ist Schrott, das ist Scheiße und da habe ich kein Problem. Und wenn jetzt wieder Händler schreibt, weil er 5000 Stück bestellt hat, dann sage ich, dann gehört's dir nicht anders, wenn du zu blöd bist. Warum stellst du denn nicht einmal 10 zum Probieren für die selber und gibst das einmal Leute und sagst, macht's einmal das. Wenn du gescheite Dampfer hast, der sagt dir das nach 3 Stunden, du pass auf, da, schau her, Scheiße. Und dann jammert's weiter, weil sitzen bleibt auf dem Klump, ja, dann gebt's es halt zurück. Jetzt kauft einen Scheißdreck und dann möcht's, dass eure Kunden das ausbaden. Seid's genauso wie die YouTuber. Sinnvoll für Dampfer ist das nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse die Leute wie ein Dampfmacher, wie ein Obi. Viel gut, ja, okay, der hat halt auch nicht mehr so viel Zeit. Aber sehen die Leute vermisse ich wieder. Weil die haben sowas zerfetzt. Die hätte das eingeschaltet, der hat gesagt, da brauche ich gar nicht anschauen. Das Video mache ich gar nicht, weil das ist in die Mülltonne damit. Man kann dampfen, aber so eingeschränkt. Und dann nur sagen, ja, für einen Einsteiger ist das was, wenn einer vom Rauch habe, das da. Genau, praktisch. Bravo. Ein Einsteiger, was einfach möchte, wo ich 33.000 Mal klicken muss, dass ich auf Watt komme, dann muss ich wieder 33.000 Mal klicken, dass ich auf Bypass komme. Ja, wo haben wir den? Und sowas empfiehlt es. Hat's nicht mehr den Mumm. Was haben wir denn gehabt? Hat's Objektiv? Wo ist denn eure Objektivität? Meine Stammzuschauer, bei euch weiß ich, ihr habt's normal, ich sehe es auch in den Kommentaren. Und die Bläden lasse ich sowieso nicht auf meinen Kanal. Aber das hat jetzt sein müssen. Lasst euch von solchen Leuten nicht verarschen. Ja? Haltet euch an die Leute, die schon länger dampfen und die Ahnung haben. Ich habe fertig, ihr super Gescheiten.